Der amerikanische Außenminister Blinken traf in Rom auf den chinesischen Außenminister Wang Yi und betonte, dass die Kommunikationswege offen stehen, um die Konflikte zwischen Washington und Peking verantwortungsvoll zu steuern. Die schriftliche Mitteilung durch den Sprecher des Außenministeriums Ned Price gab zu verstehen, dass es auch um weitere Themen bei dem Gespräch ging, nämlich dass China internationale Regeln bricht, Menschenrechte in Ostturkestan, Tibet, Hongkong und Taiwan verletzt. Chinas nationale Behörde für Lebensmittel und strategische Reserven hatte am Sonntag mitgeteilt, dass die Reserven freigegeben wurden, um das Angebot am Markt zu erhöhen und stabile Preise zu unterstützen. China ist der größte Ölimporteur der Welt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson wollen sich um eine Entschärfung des Fischereistreits zwischen ihren Ländern bemühen. Darauf hätten sich beide bei einem bilateralen Treffen am Rande der G20-Konferenz in Rom verständigt, sagte am Sonntag ein französischer Regierungsvertreter. Macron habe Großbritannien aufgefordert, die Regeln einzuhalten. Der russische Außenminister Lavrov sagte im Rahmen des G20-Gipfels in Rom bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi, dass die Beziehungen zwischen China und Russland noch nie so gut waren. Die USA streichen für ein festgelegtes Kontingent von Stahl- und Aluminiumimporten aus Europa die Sonderzölle von 25% bzw. 10%. Die Europäer lassen im Gegenzug zusätzliche Zölle auf US-Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder wieder fallen. Der nationale Sicherheitsberater der USA Jake Sullivan informierte am Rande des G20-Treffens in Rom über den Durchbruch. Im Vorfeld der Sanktionen seitens der USA gegen den Iran wegen illegaler Drohnenangriffe wird behauptet, dass die USA diese Informationen aus Israel bezogen haben. In Japan hat an Halloween ein als Joker verkleideter Messerangreifer in einem Zug Feuer gelegt und mindestens 10 Menschen verletzt. Die Polizei nahm den 24 Jahre alten Mann noch am Tatort fest, wie japanische Medien am Sonntagabend berichteten.